Am Starnberger See in Tutzing liegt Herings Wirtschaft. Hier lässt man es sich gut gehen mit bayerischem Essen und Trinken. In der Küche ist Traditionspflege noch etwas Selbstverständliches. Alle beherrschen ihr Handwerk, sind fleißig und trotzdem geht der Spaß nie verloren. Fritz Hering, der Chef, ist für Leib und Seele verantwortlich. Hier weiß man zu leben. Heute ist er wieder auf der Suche in Bayern nach Köchen aus fernen Ländern. Im kleinen Eindorf arbeitet die Koreanerin Che San-Gros Lee. Eine Begegnung der ganz besonderen Art. Hier drauf, gell? Nein, hier. Ach so. Um Gottes Willen. So. Ach so, aha. Ja, so. Aber marinierst du das da jetzt oder? Nein, warte mal. Hast du vorbereitet? Nicht so eilig. Also auf alle Fälle hast du mit dem sagen wir, fermentierten, leicht angefaulten Kraut immer einen guten Stuhlgang. Das kann man Das davon ist ausgehen. nicht angebaut. Weil Nein, da bin ich dagegen. Nein. Ich bin fertig und weißt du warum? Weil du redest so viel. Verstehst du? Deswegen brauchst du so lange. Nein, das Ich stimmt. rede weniger und deswegen bin ich schneller fertig. Beide bereiten Schmankerl aus Kronfleisch. Das ist ein bisschen der, aber uriger. Okay? Für wie viele Personen ist es denn? Oder? Und wie immer bei seinen Exkursionen lernt Fritz dazu. Das wäre das die Fassung. Das kannst du jetzt auch mit dem Fleischklopfer klopfen, oder? Nein, Warum nicht? weil das keine Ritze gibt. Bitte? Dann gibt es ja keine Ritze. Ein 300 Jahre alter Bauernhof. Hier lebt seit beinahe 35 Jahren die koreanisch-bayerische Großfamilie. Ehemann Ecke, 5 Enkelinnen und 2 Töchter und Schwiegersöhne. Die praktizierende Ärztin Che San ist Restaurantchefin und Familienmittelpunkt. Seit 1968 lebt sie in Bayern. Ich wollte eigentlich nach Ausland, weil ich einfach neugierig war. Ich wollte eigentlich was sehen, was man so in Korea hört über sozusagen Europäer. Wenn man von so einem Land kommt, wo man so wenig Fläche hat und so viele Menschen darauf. Und hier war ja leer, alles leer. Che San war damals 22 und fing gerade ihr Medizinstudium an. Eigentlich kochen habe ich nicht gelernt oder abkochen können. Also wir hatten schon eigentlich immer jemand, der kocht. Und als Kind, meine Aufgabe war lernen. Selber zum Kochen bin ich gekommen im Studentenwohnheim. Ich habe ja in Korea nie gekocht und dann haben wir irgendwie überlegt, wie hat es das geschmeckt, und dann haben wir einfach irgendwie was reingeschmissen, was wir halt hier so finden konnten und ausprobiert und so. Und da bin ich zum Beispiel zum Kochen gekommen. Ja. 61 Kilometer von München entfernt liegt das Lokal zum Koreaner. Die Sonne scheint. Der Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite und Fritz erwartet etwas ganz Besonderes. In einer der schönsten Ecken Oberbayerns trifft er auf die asiatische Kochmeisterin. Grüß Gott. Haben wir die grüß dich. Grüß Gott. Freut mich sehr. Schön haben Sie es da. Ja. Schön. Ja. Richtig schön bayerisch, oder? Doch, oder ja. koreanisch-bayerisch, wie ist denn da, Werner? Nein, das Halbert, Haus halbert. ist mehr bayerisch. Das Haus ist nicht bayerisch. Koreaner würden nie in so einem alten Haus ziehen. Was? Ja, also wenn Sie eine Depression brauchen, können Sie hochgehen. Ja, wir zwei kochen wir jetzt, oder? Ja, Sie probieren wir sind ja schon in voller Uniform. Das ist zwar sehr unfair, Sie sagen, Sie können ja viel und ich nicht. Nein, und das finde ich so unfair, aber Das ist überhaupt wir nicht unfair. versuchen. Nein, wir machen es ja so. Wir haben ja gesagt, wir nehmen ein Kronfleisch, haben Ja. Sie ja wollen. Ja, Und aus dem Kronfleisch mache ich ein bayerisches Kronfleisch, also ein Suppenfleisch. Ja. Und Sie machen ein koreanisches. ja. Und Sie Also sagen immer, das schmeckt hervorragend. Ich sage immer, das schmeckt hervorragend. Ganz klar, genauso machen wir das, oder? Wir zwei. Oder? Okay, ja. Gut, gehen wir rein, oder? Kommen Sie rein. Ist schön kühl hier, oder? Schön kühl, ja. Vor Jahrzehnten standen hier noch die Kühe. Und das ist jetzt unsere Küche heute. Ja, da wollen wir jetzt heute kochen. Auf geht's. Auf Fritz warten ungewöhnliche Erfahrungen. Machen wir. Sind wir startklar? Ja. Ich hoffe. Urban. Ja. Das ist jetzt das erste Mal für mich in einer koreanischen Küche. Das ist also wirklich, da bin ich jetzt so richtig stolz, sag ich einer. Ja, Ja, ich es will ist mir, auch.
Ist mir eine Ehre, auf alle Fälle. Dankeschön. Ich bin auch erstmal mit einem deutschen Koch. Bayerischen. Bayerischen. Ich bin ein Bayer. Entschuldigung. Ne, jetzt machen wir eins. Ich habe auch schon ausgemacht. Wir machen ein Kronfleisch. Ja. Ich habe auch eins dabei. Praktisch, also das ist ja bei uns in Bayern, ist ja ein Kronfleisch, ist ja eigentlich nichts Besonderes, sondern das ist ja ein Suppenfleisch. Ne? Ja. Also wir machen praktisch ein Suppenfleisch. Ja. Und das meine ich schaut jetzt ein bisschen anders aus, weil das andere da, Sie haben das schon ein bisschen zugeschnitzelt, oder? Ja, weil ich habe gedacht, wenn Sie kommen, muss ich schon perfekt sein. Deswegen. Nein, aber es wird ja anders verarbeitet, oder? Ja, ganz anders, ganz anders. Und in Korea ist wohl irgendwie der also Kronfleisch ist ja einer der teuersten Fleische, Teil. Weil man auch so wenig isst, will jeder haben, wird es auch so ohne jegliche Gewürz und sozusagen nur geschnitten und so kann man auch braten. Aber wir machen heute ein bisschen so gewürzt, sogenannte so fast. Ja, schon, was ist das da so einfach so zusammengehäckselt, oder? Das habe ich jetzt, das ist zusammengehäckselt. Das haben wir mühsam bearbeitet. Also haben Sie alles mit dem Messer geschnitten? Ja. Ja, das ist sehr gut. Ja, und das sehen Sie ja, ich mache das, da habe ich schon ein paar fertig gemacht, aber bis bei meinem Geschwindigkeit... Bei mir ist es einfacher, weil ich mache es nämlich bloß auch so, ich nehme das Ganze drum und schmeiße einfach da ins Wasser rein, tue ich gar nicht lange umeinander. Verstehst? Bei uns geht das einfacher. Da habe ich noch Zwerchrippen dabei, da sind jetzt noch ein paar Bohnen dran. Verstehst? Das ist eine ganz normale Zwerchrippen, die haben wir auch da rein. Und jetzt wird das Ganze da schlicht und einfach ein paar Stunden gekocht. Und dann habe ich noch braune Zwiebeln. Zwiebelbräunen, kennen Sie das? Zwiebelbräunen? Ja, das kenne ich. Die werden jetzt praktisch braun gemacht. Die tue ich einfach so drauf, dass die braun werden. Ach so. Die tue ich da drauf und dann, direkt? ich mache dann eine Bouillon-Kartoffel dazu, die haben wir schon hergerichtet. Und eine Meerrettichsauce. Während die Zwiebel bräunt, zurück zur bayerisch-koreanischen Familiengeschichte von Chesan. In Seoul waren Berührungen verpönt. Wie war das, als sie in Bayern das erste Mal mit Ecke allein unterwegs war? Und Händchen halten war es halt so. Wir fuhren dann zurück vom Linz und ich saß dann im Beifahrersitz. Und irgendwie habe ich dann eine Apfelsine geschält und dann wollte ich, dass er einen isst. Dann habe ich angeboten. Dann hat er mir irgendwie zu verstehen gegeben, das kann er nicht, weil er muss ja Auto fahren und ich sollte im Mund reinschieben. Ich habe gedacht, das kann ich nicht, einem fremden Mann im Mund reinschieben. Na. Und dann saß ich in Tempotaschentuch und geschälte Apfelsine so. Habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und der wurde dann immer nass. Dann floss schon langsam. Und dann habe ich immer wieder angeboten. Er wollte nicht. Er hat immer im Mund gezeigt, ich sollte reinschieben. Dann habe ich wirklich mal meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar Stücke im Mund reingeschoben und schnell selber gegessen. Und da waren wir fast in München, meine ich. Und dann saß ich da und dann hat er auf einmal mit einer Hand so auf meine Hand so gelegt und Hand angefasst. Eigentlich hat er gesagt, er kann nicht Apfelsine nehmen. Wie kann er dann seine Hand auf meine Hand drauf tun? So haben wir uns kennengelernt. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Und Ecke hat ihr geholfen, das fremde Bayern lieben und schätzen zu lernen. Heute geht es allen gut. Aber was ist mit Fritzens Zwiebel passiert? Da schau her, da ist die schwarze Zwiebel da. Aber riecht gut, oder? Nein, Nicht? wenn man arbeitet, soll man nicht so viel reden. Nein, aber die sind jetzt bewusst verbrennt. Ja? Verstehst du das? Bewusst verbrennt? Doch? Wirklich, so Ja, richtig verbrannt. richtig verbrennt. Und Da jetzt, muss ich mal riechen. pass auf, dann was. Die haben schon was, die riechen ja. Ehrlich, Ja, muss man wirklich nicht nur braun werden. Nein, also ich tue es jetzt ein Verbrenner, also halt auch, dass es halt schwarz wird. Weil dann erstmal wird dann, kriegt dann die Brühe auch ein bisschen eine Farbe. Jetzt lässt man die rein. Jetzt ohne Schmarrn, wirklich. Ja, ja, Aha, also das das muss ist- ich mal ausprobieren. Zuerst muss jetzt das Kronfleisch von Chesan koreanisch kunstvoll geschnitten werden für die Marinade. Während Fritz rustikaler schnippelt. Das ist ja raffiniert, oder? Das machen Sie jetzt mit dem... Aha. Nicht abgucken. Aber nein, das schaut jetzt schon zu. Aber Sie hauen es nicht ganz durch, oder? Bloß so, das ist ja so angeritzt, mehr oder weniger. Ja, Aha. Das wird das angeritzt. ist ja eigentlich nicht unbedingt sehr zarte Fleisch. Ja, Nein, nein, eben, das ist ja nicht. Das Kronfleisch ist ja bei uns jetzt nicht unbedingt gerade. Das wird ja bei uns direkt auf dem Tisch gebraten.
Das heißt, die muss eigentlich Und warum zart nimmt sein. jetzt hier Grundfleisch her für die Sachen und nicht einmal vielleicht einmal ein Lende oder ein Filet? Lende ist dazu zu trocken und die schmeckt wirklich, wenn man gut gemacht ist. Ja. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Die ist eigentlich dann so am besten. Ja. Das wird jetzt mariniert praktisch, oder wie? Es wird mariniert, ja. Mit was? Knoblauch, Aha. Sojasauce, Sesamöl, Zwiebel, Lauch, Zucker, Ja. Birnen, Aha. Pfeffer und Schnaps. Und Schnaps, das ist das. Zum Desinfizieren. Was ist denn eigentlich das Unkraut dahinter? Das ist ja eigentlich. Das. Das ist eigentlich ein sehr leckeres, also das ist, es ist in Korea gibt es, das ist, wie soll Und man ich kenne ja sagen, früher, aber das kenne ich jetzt nicht. Was Das ist das? ist Kirsch. das ist Kirsch, Kirsch, kennst du? Geispus heißt es. Kenne ich jetzt nicht. Und wie wird das gemacht? Also blanchieren halt, das wird ein Spinat oder Blanchieren was? und anmachen. Und dann, Also ich mache jetzt meine Bouillon-Kartoffeln, dann tue ich ein bisschen Gemüse gelassen mit Zwiebeln und dann eine Kartoffel rein und dann tue ich mit der Brühe da aufgießen. Da freut sich heute mein Mann bestimmt, Der dass freut sich man da bestimmt, weil der macht das. Deutsches kriegt, weil er kriegt ja bei mir immer Koreanisch. Aber er beschwert sich nicht, oder? nein. Die Familie Großli ist in Oberbayern fest verwurzelt. Dass aber die koreanische Kochtradition nicht verloren geht, darauf achtet Chesan. Aber mir war schon wichtig, dass die Essgewohnheit von koreanischen Essgewohnheit übernimmt, weil das ist doch sehr gesünder als deutschen Essgewohnheit. Weil das ist eigentlich ein Essen, die aus Armut entstanden ist und deswegen ist das eigentlich sehr vielfältig und ja, ist auch sehr gesund, weniger Fleisch und dafür sehr viel, jede Menge Gemüse. Also Koreaner können so ziemlich alles essen, was da über der Erde oder in die Luft oder unter der Erde wächst. Und ich finde das schon sehr gut. Und was es alles an Gutem in der koreanischen Küche gibt, das zeigt die Asiatin jetzt auch Fritz. Ihr Kronfleisch wird jetzt veredelt. Aber marinierst du das da jetzt? Oder Nein, warte mal. Hast du vorbereitet? Nicht oder so wie? eilig. So, das ist jetzt Birne, Aha. Okay. Schön. also gemahlene Birne sozusagen. Gut. Das tun wir Wie jetzt heißt das ganz Gericht so dann, rein. wenn es fertig ist? Wie heißt das jetzt? Lebiani heißt die. Wie? Lebiani. Das ist, Lebiani. ja, Lebiani. Ne? Biani. Ja, Lebiani. Was heißt das? Das ist Knoblauch. Also Koreaner ohne Knoblauch, das Essen viele funktioniert Knoblauch? nicht. Ja, also das soll ja auch. Ja, ich mag Knoblauch auch gerne, aber bei uns ist es zum Beispiel so, manche, also ganz speziell die Frauen oder Jüngeren, die haben dann immer Angst vor der Ausdünstung. Ne? Die sagen, ja bitte kein Knoblauch oder so. Weil ich mache zum Beispiel jetzt auch viel Schalen- und Krustentiere mit Knoblauch und das schmeckt ja ohne gar nicht. Ne? Da haben jetzt die in Korea kein Problem, oder? Mit Knoblauch. Nee, weil jeder isst. Es Ja, gibt keinen genau. Koreaner, der keine Knoblauch isst. Frauen und Männer, jeder isst Knoblauch. So ist es. Das ist jetzt sozusagen Schnaps? Schnaps. Woher noch Schnaps ist denn das? Soju, das ist koreanische sozusagen Schnaps. Also wenn in Korea wird ja eigentlich so ziemlich früh also Alkohol konsumiert, oder? Da wird ja richtig gesoffen, was ich so gelesen habe. Also so die Männer, die sind schon... Also, Na, genauso wie in Deutschland. Bring mich nicht durcheinander, jetzt muss ich nein, mal ich bringe schauen. nicht durcheinander. Also weiter. Das ist jetzt Zucker, Aha, hoffe gut. ich. Okay. Ich hoffe es. Ein bisschen wichtiger, meine Sachen da. Doch, das ist Zucker. Aha, Da tun wir rein. gut. Pfeffer. Ja, das ist eine interessante Geschichte, da, was du da alles nehmen machst. Mhm. Das muss dann praktisch also ziehen eine Zeit lang, oder? Das mariniert dann. Wie lange muss das also jetzt marinieren? So 2-3 Stunden, oder? Ja, Normalerweise. normalerweise, also mehrere Stunden mindestens. So, kommt das hier jetzt Sesamöl. Und das Kronfleisch von Fritz? Jetzt pass auf, ich hab da meine Suppen drin, ja? So, jetzt schau her, jetzt habe ich auch ein bisschen was. Ich muss ja auch ein paar Besonderheiten liefern, schon wenn du so viele Sachen hast. Schau her, kennst du das? Da wird's ein bisschen... Ja, das ist irgendwie, Ist da der Estragon? ja, und der ist, Rosmarin und Thymian habe ich da. ja, Das ist auch frisch. der ist Thymian, oder? Nee. Nein, bei alle drei. Das ist Ach so. jetzt, verstehst Ja, du, ja, das ist jetzt Estragon, Rosmarin und Thymian. Ja, Schmeißt meine. Kannst du reinschmeißen. Dann, schön. gell, das ist schön. Dann ein bisschen Lauch, da nehme ich jetzt eigentlich, weil ich finde, das untere, das ist schade. Da tue ich halt einfach oben das Grüne, das wo man halt normalerweise nicht so braucht.
Das tust du weg, ja klar. Den nehmen wir auch noch mit dazu. So, jetzt gehen wir meine Kartoffeln. Die schneide ich jetzt. Kannst du was brauchst du noch Sojasauce, oder? Während Fritz die Kartoffeln mundgerecht zerkleinert, gibt Che-San noch Sojasauce zu der Marinade und Jetzt tue ich ein paar Zwiebel und Lauch rein. Alles roh da bei dir. Also du bist schon sehr pedantisch und genau da mit den Handschuhen und alles, gell? Ja, Hä? ja. Bei dir muss schon mal alles in Ordnung sein, oder? So ist es. Da glänzt alles bei dir, da alles tippitoppi, oder? Das nicht, aber ich denke, einfach Hygiene muss es sein. Ja, ja. Und weißt du, so bei dir so privat auch, muss bei dir auch immer alles stimmen so? Da bin ich ein bisschen neurotisch. Ja? Ich mache schon genau. So die Haare müssen genau sein. Und, Das nicht, das nicht. ja, schon, aber so alles total gebügelt und so, das ist Nein, das nicht. Ich bügele auch meine Klamotten normal nicht. schon... Ja? Also Zeltenbas oder Bettwäsche, sowas bügele ich nicht. Aber wenn ich Essen koche, dann wasche ich lieber 3-mal als Ja, mal. ja, das Also, ist auch richtig. Ja. Ist das auch wieder ein Punkt, wo du sagst, da jetzt kommt die Ärztin in mir durch, weil du sagst, da gibt es so viele Bakterien und Keime und Zeug? Oder bist du von Haus aus der pedantische? ich glaube, ich bin von Hause aus pedantisch. Bei euch ist ja eines auch, was ihr macht, dieses Kraut oder wie heißt das, Kimchi oder wie heißt Ja. das ist ja vergoren, das stinkt ja richtig eigentlich, oder? Nein, das riecht gut. Stinken, das riecht sehr gut. Also jetzt ehrlich, nein, ich meine, aber ich finde, dass das stinkt, weil Nein, also ich das ist ja finde. verfault, oder? Nein, um Gottes Willen, das ist fermentiert. Ja? Ja, fermentiert. Ja, das also ist- nicht, das ist nicht verfault. Aber fast. Ja, das kann verfault sein, wenn du falsch machst. Also das muss man, also eigentlich ist es eine Methode, ein Gemüse lang haltbar zu machen. Das heißt, wenn man Chinakohl Ende Oktober, Anfang November so weiter isst, Ernte ist, nimmt man die und dann wird das sozusagen gesalzen und dann wird, da muss man wirklich gut salzen. Das ist wirklich der springende Punkt, sodass nachher das auch nicht kaputt geht. Wenn man das falsch macht, dann ist das wirklich, dann kann verfaulen. Ja, ich Aber hab dann schon- haben wir falsch ja, gemacht. Okay. Na, ich habe es einmal nur probiert. Also das hat mir nicht so geschmeckt. Also, Doch, du probierst aber heute. wahrscheinlich die Also verkehrte ich habe heute schon Kimchi da, ohne Kimchi. Also Koreaner essen 3-mal am Tag Kimchi. Ohne Kimchi gibt es gar kein Essen. Also Also auf alle Fälle hast du mit dem sagen wir, fermentierten, leicht angefaulten Kraut immer einen guten Stuhlgang. Das kann man das davon ist ausgehen. nicht angebaut. Weil Nein, da bin ich dagegen. Nein, Also das ist das schon ist mal... sehr, sehr gesund. Man sagt ja, es gibt Guten Stoffwechsel. über 200 verschiedene Kimchi-Sorten. Man kann eigentlich im Prinzip mit allen Kohl oder Gemüse, was auch immer ist, auch Raps, wenn sie ganz klein sind, kann man Kimchi machen. Aber ihr habt ja auch noch bei euch, gibt es ja noch, dass manche Hunde essen, oder? Also Hundefleisch gibt's Ja, auch. die Männer. Schon, oder? Selten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Hundefleisch gegessen. Es gibt auch nicht so viel, also ganz Ist das jetzt eine wenige. Delikatesse oder was? Oder warum essen sie die? Keine Ahnung, warum sie essen. Ich weiß es nicht. Man sagt, das wird die Männlichkeit fördern, aber ich glaube das Ja, das nicht. ist ein gutes Argument, ne? Das Wenn's- glaube ich wenn's- nicht. Also meinst du nicht, dass das ein Schmarrn ist, oder? Nein, also ich glaube es nicht. Aber jedenfalls, die essen das nachher wenn sie sehr viel Alkohol getrunken haben, kann man morgens essen, hieß es. Und das essen hauptsächlich Männer. Es gibt nur ein paar so Lokale, die nur das machen und da gehen es auch nur Männer. Also ich habe noch nie irgendwie einen. Also bei uns heißt es ja so, wenn du viel Alkohol getrunken hast, dann kriegst du in der Früh einen Rollmops oder sowas, ja. sauren Fisch Ja, oder sowas. so, Ja, ja. so ist das ist mir dann ein Rollmops lieber wie Hundefleisch, also, würde ich sagen. Es kommt darauf an, ich meine, das ist schon Ansichtssache. Gell? Ja, andere Länder, andere Sitten, ne? Weil im Prinzip sind ja Schweine eigentlich genauso anhänglich und intelligent als Hunde. Also, Ja, da hast du recht, das ja. stimmt. weiter geht's. Die Zwiebeln sind schon für die Meerrettichsoße des Tellerfleisches. Vorher muss Fritz allerdings noch die Kartoffeln verfeinern. So, ich tue jetzt noch mal ein bisschen meine Bouillon-Kartoffeln auffüllen. Die werden jetzt praktisch in der Brühe, werden die jetzt praktisch fertig gekocht. Ne? Ja. Und jetzt mache ich hier, das ist eh schon fast fertig, das stelle ich dann ein bisschen auf die Seite hin.
Sherry haben wir jetzt schon hergerichtet. Da habe ich jetzt Zwiebeln drin, da mache ich jetzt ein bisschen Butter rein. Dann mache ich jetzt eine Meerrettichsoße. Jetzt, wenn das Fleisch durch ist, dann habe ich, also mit der Brühe gieße ich dann auch noch mal da auf. Dann habe ich praktisch mit der Fleischsuppe die Beilage gemacht und mit der Fleischsuppe die Soße gemacht. Verstehst? Also eigentlich auch ziemlich effizient, oder? Das muss aber noch mal ganz lang kochen, 3 oder? Stunden. Aber jetzt wird schon. Hast du einen Löffel oder kannst du so probieren? Besteht die bayerische Brühe den koreanischen Qualitätstest? Da kann man vielleicht noch ein bisschen nachwürzen oder so. Aber Doch, das schmeckt schon ganz gut. das schmeckst du raus, oder? Gemüse und alles. Ja? Das schmeckt sehr gut. Ja, das ist Da das. kann man nichts sagen. Jetzt mache ich die Meerrettichsoße. Da nehme ich jetzt noch mal ein bisschen Butter rein. Butter und Zwiebeln. So, das jetzt noch mal schön angehen hier. Da ist die Zwiebel ein bisschen glasig werden, weißt du? Und dann gieße ich es mit ein bisschen Bouillon auf, ein bisschen Sahne kommt rein, abschmecken mit Zitronensaft. Ne? Was ich Sahne. ja, Und wird das jetzt nicht gerührt? doch, doch. Gut schon, das siehst du. Das darf ich mal. Ich möchte gerne. Dann rührst du gleich weiter, dann machen wir es gleich fertig. Jetzt Ja, pass auf. ich kann es nicht Ein bisschen darstellen. Muskat rein hier. Ja. Muskat, Salz, Pfeffer. Muskat, Salz und Pfeffer. Genau. Die muss ich mal mir aufschreiben. Ja, Muskat, Salz, Ah, Pfeffer, das dann noch brennt weiter an. rein. Genau. So. Lass mal leicht angehen. Nicht zu viel Farbe, weil sonst wird es braun. Verstehst du? Jetzt haben wir ein bisschen Sahne rein. So viel Sahne. Nicht viel, das ist ja nur ein bisschen was. Das ist nicht viel Sahne. Jetzt pass auf. Und dann, weißt du, dann habe ich meinen, das ist leider kein bayerischer Schnaps, aber das nehme ich ganz gerne her für Meerrettich, Sherry. Ah, Sherry rein. Sherry in die Meerrettichsoße. Das asiatisch-bayerische Küchenduo wächst zusammen. Da schau her, der Meerrettich rein da. So, wunderbar. Und jetzt tun wir da auch noch die Fleischbrühe rein. No, einen Löffel. Das lassen wir jetzt ein bisschen runter reduzieren, bis das dicker wird. Bevor die Kochharmonie einschläfert, ich hole mal jetzt Wasser. Willst du Wasser, dann kommst du hierher. Und den Fleisch tue ich auch raus, Okay. damit das in Kühlung kommt. Gut. So machen wir das. fern vom Kochen, aber auch voller Leidenschaft, Enkelin Tabea. Rolling in a day, you have my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Tabeas Traum eine Gesangskarriere. Auch ihre Oma Chesan hatte einen Traum. Mit dem Lokal zum Koreaner hat sie sich eine lang gehegte Sehnsucht erfüllt. Go ahead and sell me out. Eigentlich, ich wollte immer Geschäft machen. Und immer irgendwie sowas probieren, aber man kam ja nicht dazu, weil man hat studiert und ich habe ja mit Kindern studiert und dann waren die Kinder da und dann man musste ja im Studium zurechtkommen, als Mediziner zurechtkommen und so. Und wir haben dann immer den anderen Teil, wo wir jetzt selber drin waren, immer vermietet gehabt. Und das war dann immer schwierig. Wir haben gemeint, also wir wollen nicht mehr vermieten. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit, jetzt machen wir ein Lokal daraus. Und die ganze Familie hat mitgeholfen. Tochter Tatjana, Es war auch immer die Resonanz eigentlich auch da von jedem, der uns besucht hat. Wir haben ja immer viel auch koreanisch gekocht, wenn Freunde da waren oder so. Und das kam schon immer auch super an, das Essen. Es schmeckt halt einfach auch lecker und interessant einfach auch. Und zum marinierten Fleisch macht die Koreanerin jetzt unterschiedlichste Salate und Gemüse. Oh, zu wenig Wasser schon. Zu lang gekocht wahrscheinlich. Also ein bisschen Salz kommt bei uns rein. Jetzt kommt der Unkraut, oder? Ja. Oh, Kirsche heißt die. Muss man aufpassen, dass man nicht Scherlit oder Schörling erwischt. Die ist wohl hochgiftig. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt Was wäre das jetzt? das wird Namul. Namul ist eigentlich ganz blanchierte
sowas für Gemüse, die dann angemacht wird. Jetzt muss ich mal Okay. so. Von einer bayerischen Wiese frisch gepflückt. Der heimische Giersch ist 1 Stunde alt und wird jetzt auf traditionell koreanische Weise zubereitet. So gesehen hast du einen billigen Einkauf, wenn alles bei dir am Bach wächst. Ne? Oder? Kannst Ich leicht bin- kalkulieren. Nein, das ist ja, wenn du überlegst, wenn da jemand extra geht und das macht, ist doch viel teurer. Ja. Nein, das mache ich gerne, weil das einfach hier nicht zu kaufen gibt und die eigentlich sehr gut schmeckt. Aber du hast ja immer schon, also, sag mal so, am Anfang, wie du in Deutschland warst, hast du keine Probleme gehabt mit deinen Sachen, dass du die alle kriegst. So. Doch, ganz Schon, gell? enge Probleme. Weil so in die 60er Jahre ich bin 68 gekommen, da war nicht einmal Chinakohl da. Das heißt, 68 war noch keine da, glaube ich. So in die Zeit rum kam Chinakohl. Vorher gab es wohl nicht. Und das ist die Chinakohl, diese ganz riesenlange Chinakohl. Was hast du dann da gegessen? Leberkassemen oder was? Nein, das Nein. habe ich nie gegessen. Nicht? Nein. Ja, aber das ist dann schon eine Umstellung, oder? So, wenn man das überlegt. Ja. Ich meine, wenn man da überhaupt also die Sachen nicht hat. Also man kann ja mit Weißkohl auch Kimchi Ja, machen. schon klar. So ist es ja nicht. Und wie geht's weiter bei dir? Jetzt muss man schauen. Ich brauche jetzt dann 4 Bachkresse. Bitte? Bachkresse noch kochende Wasser. Aha, okay. Die muss ich noch Ein machen. bisschen warten, okay. So, Die Brunnenkresse da. ja, oder Brunnenkresse. Zuerst wird aber mal der Giersch gepresst. Also Brunnenkresse gab es ja in Korea nicht. Und die Ach so, ja. Eigenschaft von Koreaner ist, dass sie sehr schnell sozusagen sich eigen macht. Ja? Und die, Der stellt sich schnell um, ja. ja. Und die Brunnenkresse, die haben sie jetzt gesehen, dass man damit auch ganz gut koreanisch kochen kann. Also die schmecken eigentlich sehr gut. Also es gibt in Deutschland einfach viel zu wenig Gemüse, vor allem so wie Kräuter und so. Ja, Also das stimmt, wir essen nicht so gesund, das ist klar. Werden eigentlich die Koreaner, werden die älter wie die Deutschen? durchschnittliche Alter sind, glaube ich, so ungefähr 86 oder sowas, habe ich gehört. ist Also aber mir nicht ich so bin alt. jetzt 40 Jahre von Korea weg. Daher weiß ich nicht so genau. Aber die Koreaner haben, glaube ich, höhere Lebensalter. Ja. Wenn du aber das berücksichtigst, dass die eigentlich wesentliche schlechte Verhältnis hast, sei den Krankenversicherung, sei den Wohnungen, was auch immer. Ja? Und dann finde ich dafür wirklich leben sie ganz schön Ganz lang. schön gut. Du, ich So, hab's eigentlich soweit. jetzt kocht mein Wasser. Jetzt ist das ist Zucker. Wo ist mein Ding? Also ich kann jetzt auf Zeiten, wenn du willst. Ja. Ich kann also, Gleich. Ich warte mal, möchte jetzt ganz schnell. ich bin mit meinem wunderschönen ein bisschen Kronfleisch fertig. Das ist weich. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen. Der mal auf Zeiten, dann hast du mir einen Platz her. Jetzt kannst du mit dem Ja, ich brauche nur jetzt hier schnell. Soße habe ich auch fertig. So, meinst du, jetzt bist du alles fertig und Ich bin fertig und weißt du warum? Weil du redest so viel. Verstehst du? Deswegen brauchst du so lange. nein, das Ich stimmt. rede weniger und deswegen bin ich schneller fertig. Jetzt warte mal ab. Ich habe viel mehr da. So ist es nicht. Nein, das war Warte jetzt ein nur Joke. Das war nicht so gemeint. Doch. So, jetzt schauen wir mal. Das klappt schon. Die Brunnenkresse ist jetzt auch im kochenden Wasser. Ja, das ist schon eine raffinierte Geschichte. Da blanchierst die ganzen Sachen alle. Und dann wird das gut auch mit den Stäbchen machst du das. Das ist schön. Langsam beginnen sich für Fritz die Geheimnisse der koreanischen Küche zu erschließen. Und Che-san klärt weiter auf. Also, die Koreaner, die essen ja eigentlich, also Eigenschaft oder ganz große Vorteil von koreanischer Küche ist, dass sie sogenannte Banzan haben. Das sind Wie? Was? Banzan, sagt man. Das sind lauter kleine Beilagen. Das wirst du sehen, das habe ich jetzt. Das ist jetzt alles die ganzen Sachen da alles. Ne? Nein, das ist, da mache ich damit jetzt Glasnudelsalat. Das ist auch ein sehr bekanntes koreanisches Gericht. Gut. Und ja,
Und die Banchan habe ich vorbereitet. Das kann man nämlich in der kurzen Zeit gar nicht so. Kimchi machst du mit dem nicht. Das ist also nur mit Kraut, Nein, oder? Kimchi kann man auch so schnell nicht machen. Nee, das Beim muss man. Kimchi machen muss man mindestens so eine Woche rechnen. Ich glaube, es muss auch stehen, richtig. Ja? So wie sich das gehört. Jetzt kommt Sesamkörner ein bisschen da rein, ein bisschen. Der bayerische Giersch bekommt jetzt seinen koreanischen Geschmack. Das ist Lauch. Die nächste Zutat erinnert Fritz an Bekanntes. Es gibt verschiedene Sojasauce. Der Mund schaut das immer aus wie Maki. Kennst du Maki? Nee, mein Mann hat früher Maggi Ja, den kennst du schon. Ja, ja. flaschenweise gegessen. Ja, das ist immer bei uns in der Jetzt Suppe nicht mehr. gekommen. Aber Also ich sehe schon, dass das, also es riecht schon wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich da sagen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass du da aus dem Unkraut so was Schönes rauszauberst. Das ist, also wirklich, das ist bisschen was. lustig. Ja, vielleicht. Richtig fein. Doch. Jetzt Sehr was gut. machen wir? Mir geht ein. Da ist noch Hast du eine. gehört, fein? Ja, danke. Bitte. Jetzt bin ich ein bisschen konzentriert. So, jetzt tue ich hier Brunnenkresse machen. Ja. Wird genauso oben gemacht dann, Ja, oder? das kann man genauso machen. Okay. So. In der Küche geht es voran, ebenso wie im Stall von Familie Groß-Lee. Dort ist vor einer Woche das Fohlen Kyra auf die Welt gekommen. Die Großfamilie wächst, mitsamt der Tiere. Ein Geschenk? Ja, ist eigentlich sehr schön, natürlich. Anstrengend manchmal. Also Enkelkinder sind sehr lieb, alles in Ordnung. Meine Töchter weiß ich nicht. Unter der Obhut von Chisan schmeckt es allen. Also wir sind eigentlich schon mit koreanischem Essen aufgewachsen. Also vom vornherein. Oder es war halt auch ein Misch oder beziehungsweise gab halt dann scharfes Sauerkraut, Schweinebraten mit Pepperoni-Paste und so. Es muss halt immer irgendwie ein bisschen was Scharfes dazu. Wenn mal kein eingelegtes Chinakohl, kein eingelegtes Kimchi da war oder so. Ich kann überhaupt kein Scharf essen. Jana kann Wasabi essen, aber ich kann gar nichts Scharfes essen. Das sind dann wohl die bayerischen Gene. Auf Fritz wartet die nächste Überraschung. Was machen wir jetzt mit deinem Gulasch da? Wird das jetzt braten, oder? Ja, das wird auch am Tisch gebraten. Also am Tisch wird das erst Ja. gebraten. Also dann gehst du mit der Pfanne dann also praktisch am Tisch hin, oder? Nein, da gibt es so eine besondere Panne. Da gibt es so bei uns ist ja ein Tisch, sogar die Feuerstelle eingelassen, Aha. aber das kann man ja hier nicht. Ach so, Also, da müssen das die wir Köche haben schon fertig machen, oder? Nein, wir haben einen Gaskocher und nein, heute muss ich schon noch ein bisschen arbeiten. da darfst du braten. Ach so, das machen wir dann draußen beim Essen, aber presst du das erst, Ja, oder? so ist es. Ach so, da schau her. Ja, da redet ja noch was da in der Bude. So, jetzt könnte man eigentlich passt. Oh ja. Jetzt sind wir fertig, ich brauche oder? ganz schnell eine Panne holen und dann braten wir den Glasnudelsalat, dann sind wir fertig. Den brauchen Dann gehen haben wir das. essen. Ich hab Dann gehen wir Hunger. essen, gut. Okay, so machen wir das. Ja. Jetzt habe ich nämlich schon Hunger schon langsam. Ja, aber hoffentlich ist das nicht so heiß hier. Dann gehen wir darüber. Also ich versuche so wenig wie möglich Öl zu tun, Gut. weil das ist ja nicht so Glasnudeln rein. Glasnudel rein. Was bestehen denn eigentlich? Glasnudeln? Ich glaube Süßkartoffelmehl. Süßkartoffelmehl ist Ja. das. Ein bisschen Pfeffer brauche ich. Ein bisschen Pfeffer. Da Moment. ist Pfeffer. Wo ist also von der Mühle? Du kannst, also den da, ja. Soll ich drauf machen? Ja? Hier drauf, gell? Nein, hier. Ach so. Um Gottes Willen. So. Ach so, aha. Ja, so. Sag halt dann, wenn es heute Da. ist. Halt, das lang schon. Gut. Und Was brauchst du noch? Zucker brauche ich ein bisschen. Zucker noch? Zucker nimmst du aber viel her, so eigentlich. Ja. Hm? Bisschen braucht man. Aber Schärfe ist das nicht viel drin. Wenn so der weiße Pfeffer ist, Chilischoten, Nein, Keine. das ist mildes Essen. Komm mal rein. kann ich es reinmachen. Ja, einfach rein. Rein damit. Gut. Aufgefüllt und gemischt mit Gemüse und Öl folgt der eigentliche kulinarische Clou. So, jetzt nehme ich hier mal ein bisschen was mit. Das ist ein Eier quasi, der Eiweiß. Aha, ist Eiweiß noch? Und Ja. das ist Eigelb. Oh, das schaut aber gut aus. So, damit man ein bisschen farbig besser ausschaut. Eiweiß und Eigelb, das ist aber wahnsinnig gut geschnitten. Wahnsinn. Wieso hält das so, So. die Form? Das ist, Ja. normalerweise bricht das immer ab. Schön. Das kann man eigentlich normal so machen. Das hält.
Eigelb, kann man mal vorstellen. Ja. Das ist ein gebratenes Ei. Ich denke mal schon, dass du ein gekochtes Ei schälst. Scheiterbeeren Nein, nein. Das Das geht doch müssen ja nicht. Straußeneier sein, oder was? Das gibt's ja. Ja klar. Ja, jetzt bin ich auf der Leitung gesessen. Das habe ich Gut. mir gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Nein, das ist gebratenes Ei. Wie heißt das jetzt auf Koreanisch? Japchae. Japchae. Ja. Gut. Du hast gern. Also es schaut auf alle Fälle sehr, sehr schön aus. Sehr appetitlich. Kompliment. Dankeschön. So, da lau. Jetzt schau her, jetzt habe ich erst einmal habe ich meine Zwergrippen. Jetzt, Moment, muss ich gleich rausbringen, das Viech da. So. Das ist jetzt eigentlich das Schöne an der Sache und also typisch bayerisch würde ich sagen, wenn man da die Beine sieht, weißt du, die Knochen. Da schaut jetzt da noch die Haut drauf, die ziehe ich jetzt runter da. Das ist jetzt, Ja, ist jetzt ein bisschen Blätter nicht mehr. Ja, oder mach du mit den Stäbchen, vielleicht bringst du das besser. Aber. ja, weiß ich nicht. Ja, siehst du das? Sehr gut. Muss man brauchen mal ein bisschen kaltes Wasser dazu, denke ich mir. Ja, ist so. noch besser. Danke dir. Man kann gleich einmal hier das Gemüse, die Bouillonkartoffel drauf machen. Das ist ein bisschen derber uriger. Das schaut doch gut aus. Ja, ich finde auch. Das Schmeckt sicher gut. Das schmeckt sicher gut. Das stellen wir jetzt Da auf. freue ich mich schon. Ja, das stellen wir jetzt aufschneiden. Da. So, das ist jetzt da rausgenommen. Schau her. So, das stellen wir jetzt da rum. Also mein Mann freut sich, glaube ich. Er ist bereit, alles. Hundertprozentig. Und das jetzt, das Ding, das schneide ich jetzt nur ein bisschen an. Und das lasse ich jetzt am Knochen. Verstehst du? Das schaut nämlich dann auch, das schaut einfach gut aus. Und die Beine drauf sind. Aber Da das ist der schon Messer, ja. viel Fleisch. Ha? Das ist, ja gut, wenn man sowas mag. Das ist jetzt für dich natürlich ungewöhnlich, wenn du sowas siehst, aber das ist halt einfach ja, bei uns ein richtig rustikales Wirtshausessen eigentlich, weißt du? So hast du die Meerrettichsauce drauf. Boah. Ja, ich wollte auch den Unterschied ein bisschen rauskitzeln, weißt du? Muss Meerrettichsauce ich drauf. natürlich probieren, immer. Dann ist das mit So, Sicherheit. jetzt kriegst du was anderes. So, dann sind wir jetzt hier ein bisschen Schön. bayerisch rustikal unterwegs. Gefällt dir das? Sau gut. Jetzt haben wir da alles verarbeitet. Das haben wir aus der Suppe haben wir jetzt die Meerrettichsauce gemacht. Ne, dann die Bouillonkartoffel haben wir aus der Suppe gemacht und das Fleisch da. Jetzt essen sie alle Leute immer nur das. Jetzt passt alles. Das Essen ist gerichtet. Im Garten ist der Tisch gedeckt. Also endlich können wir essen. Das ist ja schön bei euch, der Garten. Ein Garten Eden. Der Grill ist entzündet und der Tisch voller Köstlichkeiten. Das ist so diese berühmte Kimchi, geholt von Korea. Und das ist jetzt Sardellen, getrocknet, gebraten, angemacht. Ah, Und das ist Rettich, getrocknet, angemacht. wow. Das ist Doraji, das ist ein Glockenblumen, also Wurzel von einem Glockenblumen. Die ist jetzt auch angemacht. Dann mit der Gabel kratzt das also ein bisschen zusammen. Das Festmahl beginnt. Genau. Das marinierte koreanische Kronfleisch brutzelt. Fritz ist schon neugierig. So, dann lassen wir so schmecken, oder? So, tue ich einfach. Nach alter koreanischer Sitte hat Chesan den Gast versorgt, bevor sie selbst probiert. Die schmecken wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht. Das Tellerfleisch, Das Ding da, muss ich sagen, also ich, der Kimchi, oder? Das jetzt sage ich dir was, das schmeckt mir jetzt alles super da. Aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was, das Kimchi? Nein, also das andere mag ich alles. Also ganz toll sind diese Tintenfische, die schmecken ja hammerhart, oder? Schmeckt ja gut. Ja. Die sind gut. Nächste Woche entdeckt Fritz wieder Außergewöhnliches. Ein chilenisches Lokal in einer Tankstelle. Das Casa Alejandro in der Nähe von Landshut. Ja, aber